Jetzt haben wir hier steht schon Feder. Für mich ist es eine ganz klare Situation, dass ich da das neue Video vom Adi Tatar schauen und da werde ich natürlich auch ein Like und natürlich ganz klar ein Abonnement durchlassen. Das ist für mich überhaupt keine Frage und da werde ich auch schauen, dass wir da in Zukunft etwas machen können. Das ist für mich eine ganz klare Situation. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf dem Kanal. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Adi Tatar. Ich mache Videos auf Schweizerdeutsch, wie ihr ja gerade gehört. Heute habe ich auf jeden Fall eine lustige Idee gehabt, beziehungsweise ist nicht ganz meine Idee gewesen. Ein gewisser Schweizer YouTuber, ich nenne jetzt mal überhaupt keinen Namen, hat die Videoidee auch schon gehabt. Was kann ich gut? Ja. Ja! Und zwar schauen wir das erste Video von ein paar Schweizer YouTuber an. Ich habe hier so ein paar Namen im Kopf, die wir vielleicht schauen können. Der andere YouTuber hat das mit deutschen YouTubern gemacht und ich mache es eben mit Schweizer YouTubern. Aber bevor wir das erste Video anschauen, kurz ein kleines Announcement. Und zwar bin ich mit dem Can in Zürich gewesen, für WOA und dort haben wir das Video zu der WM 2018 gemacht. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. By the way, ich habe hier probiert, so einen sneaky Kopfhörer reinzumachen, damit ihr das nicht seht, aber ist eigentlich auch egal. Bevor wir auf jeden Fall das erste Video schauen, müssen wir doch kurz eine ganz kleine obligatorische Aktion machen. Nein, jetzt genug beleuchtet. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Video an, und zwar beim lieben Flavio Stucchi. Ich glaube, er hat seine ganz ersten Videos gelöscht, weil hier sieht man Eishockey Game USA 8. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin, glaube ich, hart überlichtet jetzt. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Flavio, das war noch ganz ein lieber Boy. Ja gut, ich muss jetzt sagen, das Video ist eigentlich nicht mehr so schlecht. Also da kann man an Flavio auf jeden Fall Props geben. Ich weiss, dass das nicht sein erstes Video ist. Aber dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum One and Only Ask Switzerland. Dude, Alter, was ist das für ein Face? Alter, schaut euch mal da alleine, er hat schon damals die krassen Editing-Skills gehabt, wenn ich da die Texte reinfliegen. Kann mein Stuhl mal ruhig sein, Alter? Leicht aufgewärmt. Da bin ich jetzt echt gespannt im Fall, weil ich weiß wirklich nicht, was das erste Video ist. Das ist vor etwa ein bisschen weniger als 3 Jahre gesehen. Morgen Schweiz, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist mein Kanal. Ich mache jetzt Videos auf Schweizerdeutsch. Ja, da oben beim alten Kanal. Und wir sind ja Schweizer, wir müssen für unsere Nation dastehen. Wir müssen für unsere Nation dastehen. Städtereise, das heisst, ich gehe in verschiedene Schweizer Städte und filme dort Plätze, die ich sonst gar nicht würde sehen. Wie Bachherrschaft. Also ich glaube, das Format hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Oder 1-2 Mal, ich bin mir gar nicht sicher. True Legend, der Pumpkin, einfach ein True Legend. Der hat ja noch alle Let's Plays auf seinem Kanal. Von früher. Yo. Für die, die es nicht wissen, der Pumpkin hat früher Let's Plays gemacht. Darum heisst er auch Pumpkin. Ich glaube, das kommt von der Minecraft-Melone. Salut zusammen, da meldet sich der Adi kurz aus dem Schnitt. Können wir mal ganz kurz appreciaten, was ich hier gerade gesagt habe. Ich habe gesagt, der Pumpkin stammt von dieser Minecraft-Melone ab. Obwohl Pumpkin auf Deutsch Kürbis heisst und überhaupt nicht mit der Melone zu hat. Digga, Stroh, Schreibt auf jeden Fall mal in den Kommentaren, wer von euch schon in der Minecraft-Zeit auf YouTube war, wo das wirklich so am Boomen war, so mit, wo noch jeder so am Gronk seine Let's Plays geschaut hat. Schreibt es mal in den Kommentaren, das würde mich wirklich wundern. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal namens Pumpkin. Namens Pumpkin! Das muss ich nochmal hören. Namens Pumpkin. Alter, das sind einfach so die nice After Effects Intros gesehen damals. Also da hat man sich immer die Templates runtergeladen und dann das Bild eingefügt. Heute möchte ich euch ein bisschen vorstellen, was auf meinem Kanal kommen wird, was für Projekte kommen werden, was eben für Spiele kommen werden. Die Spiele, die kommen werden, es werden kommen, wie ihr hier seht, Minecraft. Die Spiele, die kommen werden. Es wird Minecraft kommen. Ich glaube, bis anhin ist nur Minecraft gekommen. Das Video hat er vor 5 Jahren aufgeladen. Alter! Der Pumpkin ist wirklich ein Retro-YouTuber, der macht es wirklich schon sau lang und der ist ja sogar eigentlich Kanal der Woche beim Mr. Trashback geworden. Mega nice. Mr. Elia. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe mal seine ersten Videos geschaut. Schauen wir mal rein. Das tut echt so wie eine Sitcom, die auf Nickelodeon läuft, um halb 9 Uhr morgens in der Skiferie. Hey Leute, sicher jeder von euch hat schon mal gedacht, mit wem soll ich meine Zeit verbringen? Mit den Freunden? Alter,
Alter, das ist die Freundin. Ich muss ganz ehrlich sagen, Alter. Wenn der Marc ehrlich eine Freundin hat, ich glaube, sie wird so aussehen. No. Wenig übertrieben, aber eigentlich ist es so. Das ist auf jeden Fall ein deepes Thema, das Mr. Elia da schon in seinen jungen Jahren angesprochen hat. 2011, Alter! Da ist ja noch mehr ein YouTube-Fuchs als der Pumpkin. Jo, jetzt mal ohne Scheiß. Das Video hat 14 Dislikes. Also da ist er wirklich noch recht jung gewesen. Ich weiß nicht genau wie alt er ist, 18 oder 19, ich kann es wirklich nicht sagen. Das heisst, er ist dann etwa 11 gesehen. Quick Math. Vor allem finde ich es immer mega, wenn die Kamera so von unten rauf filmt. Das finde ich immer eine mega nice Perspektive. Auf jeden Fall Props an Elia. Hipster Genuggles. Kürbis aus dem Busch. Hashtag 1. Hipster Gnug. Wie kommt man eigentlich auf den Namen Hipster Gnug? Alter, Columbia Pictures. Sie haben schon den Vertrag gehabt bei den grossen Hollywood-Firmen. Warte jetzt mal. Oh, damn! 240p, Alter. Also man sieht auch absolut nicht, wie die Qualität so scheiße ist. Seht ihr, wo der Mörder mit dem Messer durchschlägt? Absolut nebenan. Aber ich meine, das sind Acting-Skills, die man früher hatte. Parkour! Der Nick ist der Schnitt, die Kamera. Man kann es nicht mal richtig lesen, der Produzent. Ein Nick-Film. Ich stelle fest, wie viele Schweizer YouTuber machen schon sehr lange Videos und ich mache irgendwie erst seit 1,5 Jahren Videos. Wer könnte man noch schauen? Der Can, jetzt habe ich es. Can Maria Finger. Wer sind wir? Ich glaube, er hat auch Videos gelöscht. Wer bin ich? Der Can hat dann schon so Videos gemacht. Wer muss ich sein? Wer will ich sein? Ich bin noch ein relativ junger Mensch und vielen Menschen in meinem Alter wird vorgeschrieben, wie diese Welt funktioniert. Und du hast deine freien Wünsche. Ein freies Wesen in deinem Tun. Vor 2 Jahren. Also das Video tut mir gerade so ein bisschen sad. Das Video tut mir gerade so ein bisschen sad stimmen wegen der Musik und allem. Er hat gesagt, der Can ist ein Künstler. Viele Menschen werden verurteilt, nur weil sie keine Anschlusslösung haben. Ist das nicht krank? Alter, dem Video müssen wir gerade ein Like droppen, ohne Scheiß. Das Video habe ich gar nicht gesehen, ist mega nice. Nicht, der Can ist auch für mich der üble Künstler. Also, ich würde sagen, zum Abschluss schauen wir noch das erste Video von mir, beziehungsweise das erste Video, wo ich richtig rede. Indoor Trickshot Edition, Alter. Das war mit meinem Kollegen. Wir haben probiert, Dude Perfect so fett nachzumachen. Dude Perfect hat das gleiche Logo gehabt, sie haben gleich geschnitten, wir haben die gleiche Musik gebraucht. Alter. Okay, let's go. Hi guys and welcome to the Indoor Edition. Let's go! Hi guys and welcome to the Indoor Edition. Als ich das Video geschnitten habe, ich bin richtig stolz für das Logo hier. This is the Water Bouncer. Alter, für diesen Schuss haben wir ungelogen, ich glaube 2,5 Stunden gebraucht. Wir waren zu viert in der Halle zu dem Zeitpunkt und wir haben wirklich 2 Stunden lang nur diesen Schuss probiert. Der eine ist mit dem Skateboard nebenan gefahren mit der Kamera, damit wir den smoothen Shot bekommen haben. Gar nicht so smooth im Nachhinein. Da ist immer jemand gegangen und hat probiert, einen Frontflip zu machen und den Ball reinzutreffen. Alter, wir sind so stolz auf den Schuss, obwohl im Nachhinein gar nicht so geil ausgesehen hat. Auf jeden Fall, ich glaube, in das Video haben wir sogar noch recht viel Time reingeputtet. Wir haben ihn gefragt, ob wir in die Halle gehen und so. Damals war das eine riesige Leistung. Wenn ihr die Videos selber anschauen, alle Links sind in der Beschreibung zu den Videos, die ich geschaut habe. Und auf jeden Fall, falls ihr noch Schweizer YouTuber habt oder vielleicht auch Leute auf Instagram, wollen wir mal die ersten Posts oder Videos anschauen, schreibt es doch in die Kommentare. Das ist wieder mal ein bisschen eine andere Art von Video gesehen. Ich habe wieder mal ansitzen und mit euch ein bisschen reden. Auf jeden Fall abonniert den Kanal, like das Video und für mich ganz eine klare Situation. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mein Name ist Roger Feder. Tschüss zusammen.